Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig. Ja, das war wohl nicht das Arbeitszimmer, sondern das steht hier vor uns, wie ich gerade sehe. Da gibt es bestimmt auch noch ein richtig fiese Flashback dazu. Könnte ich drauf wetten. Das sieht ja jetzt schon so scheißen gruselig aus. Oh Mann. Im Schrank ist nichts mehr. Na, komm her. Nee. Du ist nix. Du ist auch nix. Na gut. Oh, ich erinnere mich noch aus dem Hauptspiel, da sind wir dann die Treppe hochgelaufen, wo er sich eingebildet hat, dass dort welche wären. The Picture of Dorian Gray ist hier auch nicht mehr vorhanden. Das war auch im Schrank stand und dieses furchtbare, widerwärtige Babyface-Bild. Ich könnte immer noch kotzen, wenn ich das sehe. Das ist so ekelhaft. Oh Mann. Was die Aufnahme angeht, es kann sein, dass ich jetzt seit Episode 1 natürlich wieder, oh, an die Bob, die aber runtergesterzt ist, es war so grausam, ja, dass die Facecam over links sitzt. Oh Gott, da ist auch schon eine Butz abgekracht und man sieht nur noch das Gebälk vom Dach. Hui, ja, könnte sein, dass es seit Episode 1 over links liegt. Ich mache hier mehrere Aufnahmen am Dach. Und es kann halt sein, dass immer noch dieser Grafikfehler vom Hauptspiel, ach, bei Inheritance mit dabei ist. Weiß ich noch nicht zur Sache. Das wird sich dann zeigen, aber nicht wundere, wenn es dann auch links ist. Oder weil Visitekarte. Henry Marvin, MD, Relationship Counselor. Okay. 3. März, mein Geburtstag. It's time, we are really going. Es ist Zeit, wir gehen wirklich. Telefonnummer ist ausradiert oder durchgestrichen, zerrobbt. Wie auch immer man das nennen mag. Das Briefchen, das kann ich aber nicht lesen, okay. Es sind nur wieder Alkflasche drin, sei Inspiration, nachdem sei Frau nämlich gekannt hat. Nee, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts mehr drin. Da ist noch was. Testament. Ich, Max Mustermann, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meinem Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Liam Brickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Herzens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Sadler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen! Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, Maximilia Mustermann, meinen gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Das nimmt sie jetzt nicht mit, das Testament, okay. Okay, das waren jetzt zum Schluss nochmal für ihn sehr liebevolle Worte. Aus seiner Perspektive waren das doch wirklich noch sehr liebevolle Worte. Obwohl das schrecklich ist, sowas zu sagen, weil es ist herzlos wie eh und je. Okay, so hat sie das als Kind wohl wahrgenommen hier. Alles recht beengend. Die Mutter links und er rechts. Okay, jetzt haben wir sie tatsächlich mal. Können wir da rauszoomen irgendwie, oder? Ah, mit R3 können wir zoomen, okay. Sie. Nochmal. Wunderschöne Frau. Und er. Das war, ach, das Selbstporträt, glaube ich, was ich von ihm gemacht habe, oder? Oh, Mann. Scheiße. Okay, jetzt sind wir doch gefangen in ihrer Perspektive. Und,
Tja, einen Ausweg muss es ja irgendwie geben, ne? Nebel überall. Da gibt es eine der, die ich benutzen kann, okay. Kann ich die Anna DR8 benutzen? Da ist noch eine Leinwand. Wo ist der? Die ist aber verschlossen. Okay, dann geht's nur bei der raus. Da ist aber noch was hier drin. Ich mag ja, wenn möglich, auch alle optionale Sachen hier wieder finden. Ne, da drin ist nur ein Hemd oder sowas. Hier kann ich nicht hier. Kann ich die der benutzen? Tatsächlich. Mutter oder Vater? Ich mag jetzt aber mal wieder was über die Mutter rausfinden. Um ehrlich zu sein, über ihn habe ich mehr als genug rausgefunden und er war mehr als herzlos. Ich mag jetzt was über die Mutter rausfinden, die uns so auch im Hauptspiel so verfolgt hat. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Okay. Oh, okay, also wahrscheinlich jetzt ans Kinderklavier setzen. Hat darin etwa die Größe? Ja, ich nehme an, es ging bei ihr jetzt wohl eher um die Musik. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Was ist hier drin? Das können wir nicht sehen, was hier drin ist. Nee, sie ist mal wieder unsichtbar. Hier haben wir auch nichts, nur Pfeife und Pfeife Tabak wahrscheinlich von ihm. Okay, ich glaube, ich muss ans Klavier gehen. Da ist ein kleiner Tritt, dann können wir da hochgehen. Das sieht recht wild aus, die Note. Ja, das sieht doch sehr wild aus, das Ganze. No, that's not quite right. Ja, das ist wahrscheinlich auch so absolut elendige Perfektionistin gewesen. Die es auch nicht hat sehen können, wenn man da einen Fehler gemacht hat, so wie er keine kindliche Zeichnungen hat sehen können. Huh, still not quite there. Whoever's pounding on that piano, quit it! Gott, wie beschissen, oder? Die versucht ihr Kind auf ihre eigene perfektionistische Art was beizubringen. Und er plärt nur mal wieder Ruhe, Ruhe. Did I not make myself clear? Gott. Na, großartig. Da war noch irgendwo was verschlossen, glaube ich. Das kann ich immer noch nicht öffnen, okay. Ich weiß auch nicht, was ich zu spielen habe hier, um ehrlich zu sein. Weil die You know Note... what? I have an idea. Go get your crayons. Ach, kann ich jetzt dran? Jetzt kann ich tragen, ja, okay. Hol die Malstifter. Das sind wohl die hier. Okay, jetzt habe ich die Malstifte. Was? Oh, jetzt hat sich die Note verändert. Ah. Ja, so verändert sich natürlich auch was. So kann man auch mit dem künstlerischen Verstand umgehen, dass man die Note nicht in die eigentliche Spruch übersetzt. In die eigentliche Spruch lässt, sondern sie in andere Sache übersetzt. Viereck, Kreis, Herz. Ah. Viereck. Kreis. Herz. Viereck, Kreis, Dreieck. Viereck. Kreis. Dreieck. Stern, Dreieck, Kreis. Stern. Nein! No? Can't you see the colors? Alter, ist ja gut. Viereck, Kreis, Herz. Nochmal. Viereck. Das war immer halt verdrückt. Viereck, Kreis, Herz. Viereck, Kreis, Dreieck. Viereck. Kreis. Kreis. Dreieck. Viereck, Kreis, Dreieck. Stern, Dreieck, Kreis. Stern. Dreieck. Kreis. Stern,
Anderer Kreis und X. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Das ist aber wieder das wunderschöne Lied auf dem Klavier, was man doch häufig auch hört. Dieses Dum Dum Dum. Da, 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 dum, da, dum. Es ist ja auch ein wunderschönes Lied. Erst wenn es klappt, scheint auch der Vater zufrieden zu sein. Und die Mutter, ich kann mir es richtig vorstellen, wie die im Rollstuhl hinten dran sitzt und nee, 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 nee. Boah, das muss so grausam gewesen sein als Kind. Das denen zwei recht zu machen, das muss die Hölle gewesen sein. Okay. Es war aber nur der Hund und der Hund mag uns eigentlich. Das war doch ihren Hund. Okay. Oh. Alles wieder vernichtet und zerschmettert aus der Perspektive. Also die scheint auch ihr Wahnvorstellungen durchaus zu haben. Anders kann man's gar nicht sagen. Ach, die Clay scheint in einem Albtraum und in einem Wahn festzustecken, wenn sie sich an ihre Eltern zurückerinnert. Sie hat keinerlei schöne Gefühle und Erinnerungen an ihre Eltern, nämlich auch. Und ich vermute einfach, das wirft sie wieder in das Kindheitstrauma zurück, wenn sie an dem Ort hier ist. Das wird sie vermutlich einfach wieder in ihr Kindheitstrauma zurückwerfen. Moment, ich mag jetzt noch was ausprobieren. In die Dinger können wir eh nicht reingucken. Ich mag mal schauen, ob man nicht eventuell das Ganze als Leder, genau, dass wir das Ganze nicht als Leder gestaffelt kriegen. Okay, drin haben wir hier nichts, aber wir können hier hochgehen. Genau, ich wollte einfach mal wissen, ob ich da hochgehen kann. Aber anscheinend bringt es mir ja nicht großartig was. Springen kann ich nicht oder sonst irgendwie. Ich kann noch nicht mal mehr ranzoomen an was. Ah, doch, doch. Ranzoomen geht noch. Ja, Taschenlampe kann ich eh nicht mehr verwenden. Ne, das scheint mir wohl gar nichts zu bringen hier. Außer ich mag zur Standuhr gehen. Nee. Also es bringt mir eigentlich gar nichts. Aber es ist gut zu wissen, möglicherweise für spätere Passage, dass sowas möglich ist. Okay. Hier drin ist nichts. Ich bin auch froh, dass die ursprüngliche Einstellungen noch wieder so hoch sind. Der Rollstuhl von der Mutter. Boah. Und da ist wieder sie. Und ihr Seid ist voll mit Note. Und es fehlt nur noch die Vaterseite. Okay. Na gut, wir mussten wohl beide behandeln. Oh Gott, bei ihm wird wahrscheinlich der absolute Albtraum wieder warten. Nein! Puppe-Level! Ich hasse Boppe! Oh nee! Dem Scheißvieh kann ich ja aber auch nicht hinterhersteigen. Du geht nix. Och Mann! Was war denn jetzt hier wieder für Teufelei? Der ist aber nicht zugange automatisch. Ich vermute mal, ich muss jetzt hier hochklettern oder so. Hochklettern kann ich aber nicht gerade. Das ist nicht möglich. Oh, man sieht gar nichts. Man sieht echt gar nichts. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn hier machen? Da ist ein Tritt, das heißt, da kann ich hinkommen. Okay, da ist was. What time is it? Also ein Kinderstundeplan. Um 8:30 malen.
Um 3 Uhr malen. Um 16:25 Uhr malen. Um Mitternacht oder um Mitternacht crying, weinen. Um 10:20 Uhr schlafen. Oh, um 7:20 Uhr verstecken. Um 9 Uhr weinen. Und um 2 Uhr wieder malen. Ja, wie spät ist das? Malen, malen. Weinen, schlafen, verstecken, weinen, malen. Ach, das ist so deprimierend. Das ist so furchtbar und deprimierend alles. Oh, ich bin so spruchlos, wie manche Eltern sein können. Und die so viele Probleme, ja, die hätten schwere Probleme gehabt, aber die es dann auch noch an ihrem Kind auslassen. Das ist das allerfurchtbarste, was es gibt. Okay, da kann ich durch. Da kann ich jetzt entlang. In so einem neblige... Alter, renne zu mir, du kotze Ding! Alter. Oh, Mann. Oh, der Vater. Alter, ich habe wieder eine meterdicke Gänsehaut. Das Spiel macht mich fertig. Gott, wie grausam gemalte Feuer wieder. Das hat man auch im Kinderlevel von Layers of Fear. Da ist auch wieder hinter uns Feuer. Oh Gott, um uns überall. Sie ist ihres Vaters Tochter, wie mich dünkt. Oh Mann. Oh, jetzt fängt das Flüstern an. Jetzt fängt das Flüstern an. Oh, hey, Princess. I didn't know you were out here. No, it's all right. Daddy just tripped. You know, clumsy old peg leg. Oh, there. You don't need to worry. Daddy's just tired. So very tired. Ach Gott, wie furchtbar. Ihn hat sie auch nur als stolpernde Säufer mit Holzbein erlebt. Einfach nur so ein erbärmlicher Säufer, der nichts zustande kriegt und nur rumkreischt. Und dann so dappische 0815-Erklärungen. Ja, es liegt am Holzbein. Und ich bin nur so müde. Gott. Das hatten wir auch schon, den Track im Hauptspiel. Ach du liebe Zeit. Die Tochter tut mir so immens leid. War so furchtbar, versaut die scheiß Kindheit. Ach Gott. Was soll das jetzt mit dem Feuer zu tun alles? Was ist so das Motiv? Das wird mich jetzt auch wieder interessieren, was da kommt. Das war, glaube ich, ein Bild von ihr. Das ist jetzt von der Mutter. Das ist jetzt verbrannt wieder. Oh, und jetzt ist hinter unsere Passage erschienen. Also es greift tatsächlich auch noch die Sache aus Layers of Fear auf, dass ich hinter was verändern kann. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu viele Jumpscares ertragen müssen. Dass der Wahnsinn von der Tochter doch etwas gemilderter ist als der von ihrem wahnsinnigen Vater. Aber ein Trauma hat sie ganz offensichtlich. Da geht's wohl hoch. Ich mag mich aber hier noch umgucken. Aus der Kinderperspektive finde ich das weitaus grausamer, um ehrlich zu sein. Er hat seinen Wahnsinn mehr oder weniger verdient, weil er
absolut widerwärtiger und furchtbarer Mensch war. Aber die Tochter kann ja nichts dafür, bei was für... Oh. Oh, die Mutter wieder. Bei was für Leute sie aufwächst. Du kannst ja nichts davor. Okay. Ich scheine eine Skizzepartie vom Gemälde oder von einer Skizze von der Mutter gefunden zu haben. Nehme ich jetzt mal an. Ich nehme zumindest stark A. Oh, da war jemand gestanden. Ich nehme zumindest stark A, dass es sich bei der Skizze um die Mutter handelt. Weil es geht ja nur um die zwei. Wahnsinniger Vater und höchst deprimierte, kaputte Mutter. Es ging da noch irgendwo hoch. Ja. Okay, probieren wir es erstmal over, bevor wir wieder runtergehen. Und dann die Treppe noch ohne probieren. Oh je. Okay, was erwartet uns hier over? Okay, wieder sowas, wie sie es auch in ihrem Kinderzimmer gehabt hat. Aber das sieht... Oh, ich will mich nicht umdrehen, weil ich genau weiß, dass jetzt so verkotzt die Scheiß-Bob hinter mir hockt. Okay. Glücklicherweise nicht. Und das pulsiert. Das ist total widerwärtig. Obwohl das eigentlich ein richtig schönes Ding ist. Da ist wieder das Bild von der Mutter. Können wir damit was anstellen? Ja, wir können es umstumpen. Ja. Ja, es geht so von der Mutter. Tatsächlich. Okay. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Aber um ehrlich zu sein, mag ich eigentlich jetzt noch die Skizze sammeln, bevor ich die Episode beende. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen drüber. Aber ich mag eigentlich die Skizze noch sammeln, wenn ich mal ganz ehrlich bin, damit ich auch das hinter mir habe. Geht's noch weiter hoch? Ne, wisst was? Bevor ich das jetzt mache, will ich wieder runtergehen und mag mich nochmal weiter unten umgucken. Weil ich denke, vom Erdgeschoss aus haben wir so mehr oder weniger, Quatsch. Im Erdgeschoss haben wir die erste Skizze gekriegt. Im Stock drüber haben wir die zweite Skizze gekriegt. Da müsste man ja theoretisch im Keller oder in einem Stockwerk weiter unten müsste man ja dann theoretisch die dritte Teil kriegen davor. Aber es geht nochmal ein Stückchen weiter hoch. Okay. Ich sag jetzt nicht, wir sind nochmal hier gelandet. Okay, das scheint einfach nur Verwirrung gewesen zu sein. Na gut. Das war nur reine Verwirrung. Okay. Da ist jetzt ein Messer drin in dem Atlas. Der ist total zerschnitten. Na gut, dann müssen wir wohl doch nochmal hoch. Ich habe gedacht, ich agiere mal logisch, aber anscheinend kann man in dem Spiel wirklich nicht mehr logisch agieren, wenn es um Psychose und so weiter geht und um Geisteskrankheiten. Dann ist wohl die logische Vorgehensweise hier auch nicht die richtig. Na gut. Ganze Scheiß fällt in sich zusammen. Wo ging's denn jetzt nochmal noch over? Hä? Jetzt bin ich aber gerade in einem Kreislauf gefangen. Jetzt geht's weder noch over noch unter. Hä? Es müsste doch eigentlich ein Stockwerk höher gehen. Und dann müsste man wieder da sein, wo man das zweite Stück kriegt hin. Aber er schmeißt uns tatsächlich, glaube ich, wieder dort raus, ne? Ja, er schmeißt uns wieder dort raus. Na, großartig. Wieder sie, aber unvollendet. Scheiße. Wir sind gerade in einer Psychosperre drin.
wo die Sache nicht gerade flüssig läuft. Na gut, ihr liebe Leute, ich würde sagen, ich mache an der Stelle dann auch einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.